Stars aus der Schlagerwelt. Sie sind beliebt, begehrt und erfolgreich, verkaufen Millionen von Alben, spielen in ausverkauften Stadien und haben eigene Fernsehshows. Aber die Stars wissen auch, dass sie nur dank ihren Fans so erfolgreich sind, weil diese Fans sie von Anfang an unterstützt und begleitet haben. Darum wollen die Stars jetzt mal Merci sagen und sich persönlich bei ihrem grössten Fan bedanken. Jahre nicht mehr gesehen. Und ich helfe ihnen dabei. Und das Merci für den grössten Fan kommt heute vom Traufer. Er überrascht Isabelle Fankhauser mit einem ganz besonderen Tag. Und am Schluss verliert sie dann sogar noch wegen ihrem Idol den Boden unter den Füßen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur allerersten Sendung «Nur für dich». Ich bin hier bei Marc Traufer und helfe ihm heute dabei, einen von seinen allergrössten Fans zu überraschen. Und was er sich da genau ausgedacht hat, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Gehen wir doch mal schauen. 2016 ist das Jahr von Marc Traufer. Sein Album «Heitere Fahne» erreicht Platz 1 der Schweizer Charts. Jeder kennt ihn, das ganze Land. Aber der Brienzer macht schon seit über 20 Jahren Musik. Früher als Sänger von der Band Airbag. Seit 2008 ist er solo unterwegs. Mit «Mühe mit den Kühen» landet er sein erster grosser Hit. Der Traufer musste manches Jahr durchbeissen, bis ihm der Durchbruch gelungen ist. Umso wichtiger sind ihm seine Fans, die von Anfang an ihn geglaubt haben. Und da kommt sie und sie strahlen. Hey! Sie strahlen. Das ist auch schön, dass du auf mich wartest. Ja. Hallo! Schön parat. Wie geht's? Geht tipptopp. Hoi. Tipptopp. Genau, komm. Du, ich habe mich riesig gefreut, als du hast gesagt, du hast Zeit für uns. Ja, selbstverständlich. Und ich freue mich umso mehr, dass ich dir helfen darf heute. So quasi bei einem Projekt. Aber zuerst mal so generell die Frage, was bedeutet dir ein Fan? Fans sind wie das Wichtigste. Also wenn du die CD aufnimmst und es kauft sie niemand, oder wenn du ein Konzert gibst und es kommt niemand, dann ist es einfach irgendwie hure komisch, oder? Und von dem her, Fans sind das Wichtigste, was ein Künstler hat. Und ja, darum sind sie sind unersetzbar, die Fans. Also die Fans sind wie der Benzin im Motor. Ohne die geht es einfach nicht. Und ich habe wirklich auch Respekt vor den Leuten, die arbeiten die ganze Woche. Und am Wochenende kaufen sie sich ein Billett vom Traufer. Und das ist schon eine ganz verreckte Sache. Und eben ohne die Leute draussen ging es nicht. Komm, wir machen Party auf das Warte. Schon ewig lang an Kreuzlingen. Ich möchte, dass die Leute, die kommen, Freude haben. Dass die Leute, die am Freitagabend nach einer Woche arbeiten, an mein Konzert kommen und einfach loslassen können. Ein Bier trinken, lachen, fröhlich sein. Das ist eigentlich das, was für mich das Wichtigste ist. Ich wette, dass meine Lieder ein Lächeln ins Gesicht der Leute zaubern. Das ist das Einzige, was ich mit meiner Musik will. Jetzt hat es wirklich eine Dimension, wo ich manchmal wie Schiss habe, dass ich irgendwie die Ziele falsch singe. Weil die im Saal, die wissen es viel besser. Und die lassen kein Wort aus und die nie irgendwie abkürzen oder so, wie ich das manchmal auch gemacht habe. Sondern die sind 1:1 da, die singen das. Die wissen wirklich den Text besser als ich. Und das fährt einem unglaublich ein. Das kann man nicht beschreiben. Das ist wirklich... Ich glaube, wenn man Lieder schreibt, ist das Grösste, was einem passieren kann. Mit seinen Songtexten trifft der Traufer das Herz von mehreren Generationen. Seine Geschichten sind lustig, aber manchmal auch sentimental. Es geht um die Liebe zu den Frauen, zum Leben und zur Heimat. Gefühl, das jeder von uns kennt. In meiner
haben diesen Erfolg wirklich draussen erspielt, bei den Fans. Und ich bin auch glücklich über die Leute, die uns dorthin getragen haben. Und irgendwie jetzt zu sagen, jawohl, ja, jetzt haben viele Fans und jetzt kann mir nichts mehr passieren und jetzt kann ich aufnehmen und machen, was ich will, also so läuft es sicher nicht. Das hat schon Menge gemeint, dann ist er auf die Schnur geflogen. Ich will wieder her, fühl mich da so leer. Mein Herz schreist auseinander. Ich will zurück in mein Vaterland. Einfach zurück ins Vaterland. Nach jedem Konzert gehe ich an den Wordstand und gebe dort ein Autogramm. Und es kommt in letzter Zeit immer wieder vor, dass die Autogrammstunde länger geht als das Konzert selber. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ist ja der Moment, wo die Leute irgendwie auch darauf warten. Und auch wenn ich so einen Abend dort hocke und vielleicht das 325. Selfie mache mit irgendjemandem, für den, der dort kommt, in diesem Moment, ist es das erste Selfie mit mir. Für den ist das ein riesiger Moment und ich probiere einfach vor dem Respekt zu haben. Ich kann es ja nur dank ihnen machen. Nur dank ihnen ist dieser Erfolg möglich. Nur dank den Fans redet jetzt im Moment irgendwie jeder vom Traufer. Und da finde ich, gibt es mir also wirklich nichts zu tun, nach dem Konzert noch ein Rastli dort zu hückeln und die Leute mit einer Autogrammkarte oder einem Selfie glücklich zu machen. Also heute überraschen wir einen Fan von dir. Für wen hast du dich entschieden? Ja, ich wollte mich eigentlich für alle entscheiden. Ich wollte Hör auf, alle überraschen. Nein, wir werden nie fertig. So, du hast so viele Fans. Das ist unmöglich. Genau. Und, die Wahl ist jetzt auf jemanden gefallen, der ganz eine lange Geschichte hat mit mir und meiner Karriere, die über den Traufer zurück zu Airbag geht. Und das finde ich sehr, sehr speziell. Und da freue ich mich wirklich sehr darauf, auch die alten Geschichten wieder zu hören und aufzufrischen. Ich bin gespannt, wer der Fan ist, der den Traufer schon so lange begleitet. Sie heisst Isabel Fankhauser, ist 31 und kommt aus Langenthal. Gleich was sie macht, der Traufer ist immer dabei. Und das schon manches Jahr. Ich bin, seit ich 13 bin ich Traufer-Fan. Also wirklich ein bisschen hardcore. Also seit ich 13 bin, gibt es für mich Traufer in meinem Leben. Die meisten kennen ihn jetzt einfach als Traufer und ich kenne ihn noch von Airbag. Am Anfang war Airbag eine Schülerband und niemand hat so richtig geglaubt, dass einmal mehr daraus werden könnte. Aber die jungen Musiker haben einen Plattenvertrag bekommen und sich einen Namen in der Mundart-Szene gemacht. Der hinter dem Schlagzeug gesungen hat, der ist der Isabel sofort aufgefallen. Und ich glaube, die wenigsten wissen, dass er früher eine blonde Igeli-Frisur hatte. Und was mich sicher auch als grösster Fan ausmacht, ist, dass ich einfach seine Musik schon geliebt habe, die er die Schweiz noch nicht wirklich gross kennt hat. Traufer passt immer. Isabel kann jedes Lied mitsingen. Das Besondere an Traufer seiner Musik finde ich, dass er einfach wirklich immer gute Laune verbreitet. Also es ist immer fröhlich, man kann sich dort ein bisschen vergessen, wenn der Alltag irgendwie mal nicht so gut läuft. Dann lässt man seine Musik und dann ist man einfach automatisch schon wieder gut drauf. Vor 3 Jahren waren die Lieder vom Traufer für Isabel besonders wichtig. Dann ist es ihr nicht so gut gegangen. Seine Musik hat mir schon in sehr schweren Zeiten sehr viel Rückhalt gegeben. Meine Schwester hatte im 2013 einen Schlaganfall gehabt. Noch heute muss ich aber schauen, dass mir nicht Tränen kommen. Es war wirklich ganz, ganz eine schlimme Zeit. Seine Musik war eigentlich das Einzige, das mich irgendwie für einen ganz kleinen Moment in eine andere Welt katapultieren konnte. In eine Welt, was einfach fröhlich ist, was schön ist. Und in diesen Momenten mal abzutauchen und
Einfach mal, auch wenn es nur 10 Minuten waren, es war sehr, sehr wichtig für mich, dass ich mal 10 Minuten irgendwie das Gefühl spüren von ein bisschen Freude. Der Isabel, ihrer Schwester Claudia, geht es besser. Die zwei haben verarbeitet, was war. Für Isabel war die Musik vom Traufer in dieser Zeit besonders wertvoll. Sie hat ihr die Kraft gegeben, die sie so dringend gebraucht hat. Seitdem hat Isabel einen grossen Wunsch. Ihn persönlich zu treffen und mit ihm zu reden, das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Dass ihm einfach mal sagen kann, hey, du machst so gute Musik und ich bin, seit ich 13 bin ich dein Fan. Das wäre einfach wirklich das, was ich sehr gerne mal ihm persönlich würde sagen, ohne dass 1000 Leute noch drumherum stehen. Dass ich ihn einfach blöd gesagt mal ein bisschen für mich alleine hätte. Isabel hat keine Ahnung, dass dieser Wunsch schon gleich in Erfüllung gehen könnte. Aber zuerst muss sie mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe ihr gesagt, ich käme für ein Interview mit dem grössten Traufer-Fan bei ihr vorbei. Freut mich sehr, dich lernen zu kennen. Ja, mich auch. Schön, dass du hier. Danke, komm doch rein. Sehr schön, vielen Dank. Das sieht ja super aus. Gerade hergelüpft quasi. Das ist doch super. Schöne Wohnung. Danke, ja, ich auch. Soll Hast ich- du da Platz? Das ist sehr lieb, herzlichen Dank. Ich gehe schnell etwas zu trinken holen. Ist Sehr gut? gerne. Dann ist so richtig gemütlich hier. Mach ich mir so ein kleines Klatschrundeli. Du sagst von dir selber, grösster Fan vom Traufer. Jetzt weiss ich, du bist seit 19 Jahren bist du Fan. Wie war der erste Kontakt mit seiner Musik? Wie bist du drauf gekommen? Also der erste Kontakt mit seiner Musik hatte ich effektiv mit Himmelbeck. Ja, meine Schwester und ich, wir haben das gehört. Und das ist wirklich für uns absolut hat das eingeschlagen. Also wir haben gesagt, das ist so ein gutes Lied. Und haben auch in Kürze mitsingen. Und dort natürlich das Album her müssen. Was ich will, ich will mit dir ins Himmelbett. Hey, weisst was ich will, ich will mit dir ins Himmelbett. Hey, weisst was ich will, Ich will mit dir ins Himmelbett, weisst was ich will. Ich will mit dir ins Himmelsternenbett. Ja! Schön! Ein richtiger Fan muss einmal singen. Definitiv. Kannst du dich noch erinnern an dein erste Konzert von Airbag, wo du warst? In der Turnhalle. Wirklich wie eine Schülerband. Also 12 Teenager. Wie hat dein Zimmer ausgesehen? Bist du so ein richtiger Hardcore-Fan? Tapeziert mit Airbag-Poster. Und hier hast du noch alte Autogrammkarten. Ja, natürlich. Die haben wir natürlich müssen haben, gell? Also der ist ja noch voll blond. Also ich meine, da erkennt man ja fast gar nicht, oder? Mit diesen Igeli und ganz kurz. Wirklich noch ein richtiges Bubli. Ja. Definitiv. Was hat es für dich bedeutet, was heisst, «Fettig Airbag», wir trennen uns? Schlimm. Also ist doch ziemlich unerwartet gekommen, obwohl ich eigentlich ja gewusst habe, dass es Marc hauptsächlich so hauptberuflich machen möchte und die anderen mehr so ein bisschen das Hobby haben. Ja, was gibt dir denn die Musik vom Traufer oder auch von Airbag früher? Oder was bedeutet dir diese Musik? Für mich bedeutet es sehr, sehr viel. Also das Palazzo ist das, was ich das erste Album, das er herausgebracht hat, ist das, was ich immer so ein bisschen das tiefgründigere höre. Oder aber dann eben die fröhlichen, also so die richtigen Trauferlieder, wo man dann einfach abtauchen kann und die Welt plötzlich wieder so ein bisschen rosarot ist. Also da bin ich wirklich so wie eine Seifenplatte drin. Und in dieser Seifenplatte hat es Platz für Rockmusik und Jodel und ganz viel Swissness. Jodelehrer und Käsekehrer, Niedeln schwingen und Fahnen bringen, alle Holzkühe schnitzen und Geiseln zwicken und Beizenjasser auch. Ich selber komme ja eigentlich aus der Volksmusik. Ich habe als kleiner Bub angefangen Schweizer Örgeli zu spielen. Ich wollte immer Schweizer Örgeli spielen und habe immer so ein Küsschen auf dem Sofa auf den Fuß genommen und habe mit dem so getan, als ob ich ein Örgeli hätte. Und mein Grossi hat mir dieses Örgeli gekauft. Und ich glaube, es ist halt so, dass mit 13 kannst du mit einem Schweizer Örgeli auf dem Pausenplatz auch nicht punkten, oder? Also du bist einfach wirklich nicht so in. Und dann habe ich mich wie von diesem Instrument total gelöst. Und die Entwicklung geht halt mehr zurück, dort, wo ich herkomme. Und heute ist es irgendwie so, wie es von Anfang an hätte sein sollen. Einfach noch ein paar Umwege gebraucht dazu. Endlich frei! Na, 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 na.
Am Ende dieses Weg hat der Traufer der Alpenteiner in sich gefunden. Der Mundartsänger, der die Leute mit Musik aus der Heimat unterhalten. Authentisch, ehrlich und sehr erfolgreich. Denn du bist sicher nicht mein. Es ist noch gar nicht so lange her. Doch, das ist schon lange her. Das mit Airbag. Vor genau 10 Jahren hat sich die Band aufgelöst. Sehr überraschend für die Fans und auch für den Traufer selber. Das Ende von Airbag ist für mich ganz klar zu früh gekommen. Wir haben kurz davor eigentlich mit dieser letzten Platte am meisten Erfolg von unserer Karriere. Und wir haben aber immer ein bisschen mehr Erfolg gehabt, als dass unsere musikalischen Fähigkeiten eigentlich hätten zugelassen. Und wir haben ganz am Anfang, als wir als junge Burschen die Band gegründet haben, wir gesagt, wir setzen nicht Leute ersetzen. Also Airbag gibt es mit diesen 4 Leuten und die 4 sind Airbag. Und wenn einer von denen aufhört, dann hören wir alle auf. Und das haben wir bis zum letzten Tag so durchgezogen. Und für mich war es einfach zu früh. Ich hätte gerne noch weitergemacht. Gleichzeitig erlebt Marco privat schwierige Momente. Seine Frau und er trennen sich. Im Jahr 2008 will er es aber noch mal wissen und nimmt ein Soloalbum auf. Balanza heisst es, wie ein Ort am Lago Maggiore, wo ihm sehr viel bedeutet. Ja, ich habe dann relativ viel verloren auf einen Klapp. Und irgendwie für mich ist halt die Band Airbag ist für mich das Wichtigste gewesen. Also es ist dann wichtiger gewesen als der Beruf. Es ist dann wichtiger gewesen als sonst irgendwelche Sachen, shooten oder weiss auch nicht was. Es ist für mich wie das Wichtigste gewesen. Und das hat mich schon ziemlich geprägt. Und da habe ich hier auch nicht irgendwie die Ruhe gefunden. Ich habe einfach weg müssen und weg müssen, dass ich das irgendwie auch verarbeiten für mich. Aber die Musik ist nicht sein einziges Standbein. Heute führt der Traufer den Familienbetrieb von seinem Grossvater und hat 50 Angestellte. Und seine Firma ist einer der grössten Arbeitgeber in der Region Brienz. Das mit diesen Holzkühen, das hat schon bei meinem Grossvater angefangen. Er hat eigentlich aus einer Not heraus, er war ein Souvenirschnitzer für englische Touristen. Und während der Kriegsjahre ist das halt einfach total zusammengebrochen. Er hatte kein Auskommen mehr gehabt und hat nachher für einen inländischen Markt angefangen, Spielzeug herzustellen. Also bewusst hat er dann gesagt, also jetzt mache ich Kinderspielzeug. Und das ist eigentlich der Grundstein. Und das mit den Kühen hat sich dort einfach irgendwie so ein bisschen eingenistet. Wir Schweizer sind mit Milch und Schokolade und Käse. Irgendwie ist das Kuhthema immer irgendwie so ein bisschen da gewesen. Und ich glaube nicht, dass er sich vorstellen konnte, dass das irgendwie im 2016 mal so aussieht mit seinem Grosskind. Aber ich glaube, er hockt irgendwo da auf einer Wolke und hat Freude. Doch sie hat's Mühe mit den Kühen, Mühe mit den Kühen, Mühe mit den Kühen, Mühe mit den Kühen. Klar, dass der Traufer diese Kühe auch musikalisch verewigt hat. Ausgerechnet das Lied wird 2014 sein erster grosser Hit. Ich sage halt immer, dass meine Firma und meine Musik eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Weil am Ende des Tages will ich einen Song schreiben, eine Platte machen und die Leute sollen Freude haben an dem. Und in der Firma ist es genau das Gleiche. Wir machen aus einem Stück Holz eine Figur, ein Spielzeug, wo am Schluss ein Kinderlachen passieren soll, sobald das Kind das in der Hand hat. Das Erfolgsrezept funktioniert. Das Album «Alpenteiner» ist heute immer noch in der Hitparade. Und das schon unglaubliche 94 Wochen. Ja, ich werde natürlich immer wieder gefragt, ja, warum besingst du die Heimat und warum besingst du die Alpen, warum besingst du die Berge und Jodeln und so. Ich meine, schaut euch hier mal um. Viele Leute haben immer das Gefühl, das sei irgendwie eine Marketingstrategie und das tut nur so, als ob. Aber es ist bei mir eben kein Klischee, sondern es ist meine Realität. Wenn ich hier rausgehe, dann sehe ich einen grossen Berg und neben der Bude grasen Kühe. Das ist, ich bin so aufgewachsen und ich lebe heute noch so. Die Idylle ist nicht irgendwie vorgegaukelt oder vorgespielt. Also ich beschreibe ja mein Leben, wie ich es hier habe. Und scheinbar haben die Leute in der Stadt auch Freude an dem. Das Leben holt dich auf, das Leben schiebt dich an, das Leben nimmt dich dran und das nicht
Der Traufer ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, was das Leben noch für ihn parat hat. Der Erfolg vom Album Alpetainer ist nämlich erst der Anfang. Im Januar 2016 kommt das Album «Heitere Fahne» raus. Und das schlägt alles. Sieben Wochen lang ist es auf Platz 1 und nach nur 3 Monaten gibt es sogar Platin für den Traufer und seine Band. Ich bin einfach froh, dass ich nicht aufgegeben. Und ich freue mich unglaublich fest für mein Team. Ich freue mich unglaublich für meine Musiker, die seit 7 Jahren an diesem Karren mitschreissen. Ich bin wirklich einfach glücklich und froh, stolz, jetzt irgendwie etwas, das weiss ich nicht. Ich bin einfach verdammt zufrieden. Also irgendwie alle Träume sind glaube ich, jetzt einfach Wirklichkeit geworden. Und das ist manchmal schon ein abartiger Gedanke. Okay, Murzo, bist du da? Bis jetzt ist «Heitere Fahne» das meistverkaufte Schweizer Album 2016. Und auch nach einem halben Jahr immer noch weit oben in der Hitparade. Es geht so. Es geht noch ein bisschen Leute, komm, Murzo. Ich bin immer noch bei Isabel Fankhauser daheim. Sie ist seit 19 Jahren der grösste Traufer-Fan. Aber du hast schon mal persönlich mit ihm geredet? Ja, es war mal ein Brienzer Rockfestival, und dort gehe ich ja immer. Und er spielt ja dort eigentlich praktisch immer, weil es ja seine Heimat ist. Genau. Und es war noch speziell. Ich bin so ein bisschen abseits gestanden. Es hat ein anderer Künstler hat irgendwie einen Auftritt gehabt. Und der, ja, ich bin einfach dort so ein bisschen gemütlich. Und dann schaut er mich so an und macht so: «Du, du bist schon so lange mein Fan. Du bist schon ewig an meinen Konzerten.» Und ich bin dort gestanden und habe gedacht: «Hä? Gibt es da schon jemanden?» Und da warst du sicher total überrascht, oder? Ja, ich war ziemlich baff. So. Aber du würdest von dir aus nie zu ihm her und sagen: «Marc, das Autogramm würdest du nicht machen?» Darum, du hast auch kein Foto mit ihm zusammen? Das finde ich ja super. Ja, also die meisten Frauen würden sich jetzt darum reissen, mit ihrem Star ein Foto zu bekommen und sich fast abschlagen dabei. Aber du nicht. Du willst einfach zuvorderst sein an der Bühne, Genau. Das ist dir wichtig, aber das Autogramm nein, muss nicht unbedingt sein. Ich will einfach nicht die sein, die auch noch kommt. Ja. Also, es hat genug Leute oben dort. Und dann muss ich dann nicht noch die sein, die «ich will auch noch ein Foto, ich will auch noch ein Autogramm.» Also, ja, irgendwo durch denke ich auch, ich glaube, einer weniger ist sicher nicht schlecht. Und jetzt so als Mann. Das ist einfach schön. Und was sagen die Freunde dazu? Dann nimmt das locker. Also jetzt ist ja ein riesen Hype um ihn ausgebrochen, um die neue CD. Und es gibt ja ganz viele neue Fans, die jetzt total Traufer-Fans sind. Nervt dich das ein bisschen als Urfan so quasi? Jetzt kommen all die frisch dazu. Nein, ich finde es eigentlich extrem schön. Und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe für ihn. Dass er endlich jetzt dort ist, wo ich mir immer gewünscht habe, dass er dort herkommt. Und jetzt hat er sein Ziel wirklich erreicht. Und durch das bin ich wirklich eigentlich sehr glücklich. Ich habe jetzt schon sehr viel von dir mitbekommen, was du alles erlebt hast mit diesem Traufer. Für heute verabschiede ich mich und Isabel weiss natürlich noch nicht, was ich alles mit ihr noch vorhabe. Und vielen herzlichen Dank. Sie hat mir ja einen schönen Ohrwurm mit auf den Weg gegeben. Wenn man dem Traufer seine Kühe einmal im Kopf hat man grusig Mühe, sie wieder loszuwerden. Bei Mühe mit den Kühen ist es ganz verreckt. Wenn nachher einfach irgendwie wirklich so 1000, 2000 Leute in einer Halle einfach so machen, hin und her. Wenn du da runterschaust, kommt es ein bisschen darauf an, wie viel du schon gesoffen hast, wird es dir also schlecht. Wirklich, das macht aber so blablabla. Und das ist irgendwie komisch an den Open Airs, an den Rockfestivals, die wir spielen.
Alle Leute machen so, alle sind am Schunkeln. Und das finde ich auch verdammt witzig, dass sich das Schunkeln, es schunkelt doch niemand irgendwie bei einer anderen Band mit, aber im Drauf schunkeln sie, und das finde ich auch verdammt lustig. Er hat Mühe mit der Kühe, Mühe mit der Kühe, gestern viel zu tun. Okay, Kreuzlingen, bist du da? Kreuzlingen, willst du singen? Okay, komm, stell mal schnell alle auf. Der Text ist verdammt einfach, den habe ich geschrieben, das könnt ihr schon. Ich mache es vor. Ich hab Mühe mit der Kühe, Mühe mit der Kühe, Mühe mit der Kühe, Mühe mit der Kühe. Genau so, und jetzt ganz laut. Genau so, komm, sing ein bisschen. Eine ganze Halle, die seine Lieder singt. Von dem hat der Traufer lange nur träumen. Am Anfang seiner Solokarriere hat er manchmal nur für ein Dutzend Leute gespielt. Aber aufgeben hat er trotzdem nie. Und das hat sich gelohnt. Heute sind seine Konzerte ausverkauft und ein paar hundert Fans singen jedes Wort vom Alpenteiner mit. Danke vielmals. Einer von diesen Fans, der der Traufer mit einem ganz besonderen Tag überraschen. Schon wieder da? Schon wieder da. Und sehr spannend. Wirklich? Wirklich, ja. Wie war es? Es ist wirklich extrem interessant, aber das muss ich dir jetzt alles ganz in Ruhe erzählen. Komm, wir gehen rein. Sehr gut. Mal rein? Oh, direkt in die Werkstatt. Genau. Hä? Schmeckst du es? Ganz fein nach Holz. Ja. Aber lass, wir haben jetzt da nicht Zeit zum Basteln. Nicht Zeit zum Fleischschnitzen. Wir haben einen anderen Auftrag. Isabel. Gell? Ja, erzähl. Und die ist wirklich ein kompletter Fan von dir. Von Anfang an, Airbag-Zeiten, die kennt alles. Die kennt alle die Geschichten von Airbag. Und wenn sie ein Bild von dir sieht oder ein Video, die strahlen über alle vier Backen. Ja, da bin ich aber sehr, sehr gespannt. Es ist wirklich es ist ein riesen Schatz und ich finde, die hat die Überraschung also 100%ig verdient. Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Ich habe mir etwas überlegt. Was? Wenn sie so Fan ist von mir, dann bleiben wir gleich hier. Ja. In meiner Region. Und du kennst es sicher auf einen Blick. Ja. Jungfrau Joch, oder? Jungfrau Joch. Genau, wir gehen auf die Weisst du, wie schön? Jungfrau Joch. Ich habe mir gedacht, du fährst mit ihr rauf und ich Ja. warte auf sie oder so im Eispalast. Weißt du, dort, wo man frei musst du einfach den warm anlegen. Das Du wäre bist vielleicht in noch... Gletscherin, gell? Genau dort. Gut, also Eispalast. Du überraschst sie dort und ich locke sie irgendwie dort auf. Das schaffen wir. Das schaffen wir auf alle Fälle. Und weißt du, ich hätte dann noch einen Spezialauftrag für dich, den du mir organisieren müsstest. Ja, jetzt wie so kompliziert, oder? Ja, was? so kompliziert ist es nicht. Aber ich muss mich auf dich verlassen. Ja. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber möchte sein. Ich bin eingeboren und da gehöre ich. Die Überraschung für die Isabel sollte perfekt werden. Ein Tag nur für sie, den sie nie mehr wird vergessen wird. Das ist unser Ziel. Mein Herz gehört dahin. Ich nehme an, dass Francine das mit dem Creme-Auftrag wirklich herbringt. Wir haben das abgemacht. Es wär schade, wenn es nicht funktionieren würde. Das Wetter muss ja auch noch mitspielen. Beide Daumen drücken und dann kommt das gut. Der Petrus, den habe ich nicht im Griff. Aber alles andere schon. Von mir aus kann es losgehen. Es ist kein Zufall, dass der Traufer Isabel auf dem Jungfrau Joch überraschen will. Das Berner Oberland ist für ihn der liebste Fleck auf Erden. In dieser Region hat er auch sein Video für das Lied «Heitere Fahne» gedreht. Und hinter diesem Lied da steckt auch eine besondere Geschichte. Zu «Heiter Fahne» habe ich ganz eine enge Beziehung zu diesem Wort. Also ich habe mir auch schon, ich habe mir immer wollen, hier auf das Ärmel habe ich mir immer wollen, entweder «Heiter Fahne» oder «Käseküchli» drauf tätowieren. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht. Aber «Heiter Fahne», mein Grossi hat immer gesagt, «Heiter Fahne». «Heiter Fahne». Und das «Heitere Fahnenwort» hat mich schon lange begleitet, aber ich hätte es auf diesem Album wirklich nicht gebracht, wenn nicht eines der Songschreiberteams auf das Mal eine Ziele mit «Heitere Fahnen», einen Song, der so angedenkt war, hat gebracht. Und dort bin ich wirklich hergehockt und das hat mich so angekumpelt, ja, innerhalb von einer Stunde hatte ich den ganzen Text fertig gehabt. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber möchte sein. Ich bin
dann gehen wir rein. Ich habe Isabel gesagt, ich will noch mehr über den grössten Trauferfan erfahren. Unter diesem Vorwand lade ich sie ein auf eine Fahrt auf das Jungfraujoch. Isabel hat keine Ahnung, was oberst oben tatsächlich auf sie wartet. Oh, schau, ein Murmeli. Hey, ein Murmeli. Schau, ein Murmeli. Ja, ist ein Murmeli. Next stop. Nein, du schaust. Ja, das stimmt, das hat schon wieder viel. Aber schön eins nach dem anderen. Wenn wir schon hier oben sind, dann müssen wir auch ein bisschen die Aussicht genießen. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber möchte sein. Hier bin ich geboren und da gehöre ich hin. Wie ist das so? Auf der Welt, schöne Flecken auf See. Doch heiter Fahne, mein Herz gehört dahin. Mal, die Aussicht ist schön, aber das oberst oben, tief im Felsen, da gäbe es für Isabel noch etwas viel Schöneres zu sehen. So, gut. Alles bereit? Ich glaube, wir lassen los. Der versteckt dich, aber schnell. Ich bin mit der Isabel nämlich wie abgemacht unterwegs und hoch in den Eispalast gefahren. Hier gibt es eine besonders coole Ecke. Hier, wir sind immer noch mit Im Gletscher. Mit im Gletscher und jetzt haben wir uns ein Apero verdient. Oder? Und speziell für dich als kleine Überraschung hier oben auf dem Jungfraujoch. Haben wir da, schau, eine Eisbar. Aber jetzt haben wir keinen Kellner. Das ist safe. Oder? Safe und selber bedienen. Heute lassen wir uns verwöhnen, aber ich gehe schnell schauen, ob der Kellner da ist. Super, du kannst schnell warten. Hallo! Ich habe gehört, da hat jemand Durst. Hallo? Tja, Was machst denn du da? nimmst du einen Schluck? Ja, sehr Sehr gerne. gut, ich kann ihn nämlich abstellen. Als drauf plötzlich um die Decke kam, mit dem Sekt, habe ich wirklich gedacht, entweder ist er jetzt Barkeeper, so wie das Schneewittli in seinem Lied. Aber eigentlich habe ich wirklich nur gedacht, er kann es nicht sein. Nein, es kann nicht sein. Er kann einfach gar nicht dort sein, das ist gar nicht möglich. Ich würde mal sagen, Cheers. Cheers! Hä? Isabel, grosser Fan. Grösst. Der grösste? Ja. Wirklich? Ja. Also, da möchte ich nachher noch mehr erfahren über das in diesem Fall. Darfst du dich doch. Überrascht. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir gehen dann nachher zusammen ein heisses Fondue essen. Ist das gut? Das ist Hä? perfekt. So, dass wir, wenn wir nachher die Kälte überwunden haben, hier, gehen wir etwas Warmes Ein bisschen aufwärmen. essen. Genau. Ich habe mir den Traufer genau so vorgestellt, wie er ist. Einfach ein geiler Rampensong. Und ein bisschen grösser. Nein, ich wusste, dass Aha. das nicht so eine Sie hat gewusst, dass ich ein Pfüderi bin. Also von dem Ja, her. der Büderi bist du nicht. Gut, ausdenken, gehen wir das Mittagessen. Ist gut. Das ist super. In diesem Fall. Und so wie wir sind, lassen wir einfach alles stehen. Oh, hier Henke. Als mich Traufer zum Käsefondue eingeladen Und wir kalt hatten, wir etwas Warmes müssen essen. habe ich es irgendwie immer noch nicht geglaubt, dass er es wirklich ist. So, voilà, nimm da nochmal. Merci vielmals. Sehr gut. Dann lassen wir mal los und schauen, wie das Ja, ich wie es habe es schmeckt. gesagt. Hast du schon mal so hoch oben ein Fondue gegessen? Nein, das ist definitiv Ja. das Höchste. Für mich auch. Das höchste Fondue der Welt. Und für die Isabel wahrscheinlich auch das Beste, was sie je hat gegessen hat. Kein Wunder bei dem Gegenüber. Sehr gut. Also komm, wir stoßen an und nachher Gesundheit. geht mir. Gleichfalls. Wirklich. Sehr geil.
Der Traufer merkt schnell, dass Isabel wirklich sein grösster Fan ist. Es war super beim Fondue, wir haben zusammen geschnurrt und vor allem habe ich beim Schnurren gemerkt, dass sie mehr über mich weiss, als ich mich noch erinnern mag. Also sie hat irgendwie Erinnerungen an die Zeit, wo ich irgendwie alles vergessen habe. Und das ist schon noch schräg. Die beiden haben sich viel zu erzählen. Kein Wunder, sie haben in den letzten 19 Jahren so viel zusammen erlebt. Auch wenn der Traufer das meiste davon nicht mitbekommen hat. Aber du weißt schon, dass das schon lange her ist. Ewig her. Also ich war dann wirklich noch extrem klein. Ich glaube, in Ikea hatten wir mal eine Autogrammstunde. Ich glaube, das war nicht das einzige Ort, wo meine Schwester und ich selber herreisen konnten. Wo Gotthard auch war? Ja, ganz genau. Genau dem. Nein, dann sind wir wirklich mit dem Zug. Wir haben die Mutter bekniet, dass wir jetzt mit dem Zug selber dürfen in die Ikea fahren. Selber gross? Genau, selber gross. Und sie gefunden, ja gut, 13, 15. Ja, ist gut, gell? Aber in welchem Jahr war das? Meine Fresse. Ja, Gott, das ist ewig her. Warte jetzt. 99, 2000, irgendwie so. So, ihr zwei. Wie war es? Das Fondue? Fondue war super. Seid ihr so richtig voll gegessen? Ja. Oder jetzt können wir nach da den Berg runterrutschen? Jetzt laufen wir oder ab, oder was? Genau. Irgendwie müssen wir jetzt noch ein bisschen Sport machen oder sonst etwas. Genau. Ein bisschen rumgumpen, Mensch. Wie war das jetzt, gewesen, als du mal so richtig hast können reden mit ihm, so lange? Bis jetzt hast du ja noch nie mit ihm geredet. Ich muss dir eben zum Sie ist Kini, immer aber noch es schön. gesagt. Sie ist immer noch schön. Und sie hat auch gestrahlt, wenn sie über dich reden konnte. Oder dir ein Bild anschauen von dir. Ich sage Und dir. sie weiss wirklich alles. Also Sie sie weiss weiss alles, ja. fast mehr, als ich mich noch mal erinnere. Das ist erschreckend. Ja, ich habe es eben schon Gell? gelernt. Ja. Sag nicht, sie hat mir alles erzählt. Ja, Du weißt was schnell. Weißt du, das, was wir noch abgemacht haben? ja schau, Unser Geheimnis. ich bin nachher. Es gibt Hat noch es eine geklappt? Überraschung. Es hat geklappt. Hey. Noch mehr Und ihr müsst jetzt Überraschung. sofort anlegen und dann gehen wir. Dann machen wir das. Sehr gut. Mikro. Dankeschön. Als die Frossin kam und gesagt, sie hat noch eine Überraschung, konnte ich mir eigentlich gar nicht ausmalen, was jetzt noch so kam, weil Ich bin ja schon er war ja schon da gewesen. Aber es gibt tatsächlich noch etwas, das besser ist, als mit dem Traufer ein Fondue essen. Aber wir sagen es immer noch nicht. Ja. Schon ein bisschen. Nämlich mit dem Traufer abheben. Also, als der Helikopter kam zu fliegen, hat er mich gefragt, «Siehst du es dort?» Ich so, «Ja.» Er, «Ja, Mensch, was macht das auch ich?» «Ja, vorbeifliegen!» Auch vorbeifliegen. Mein Spezialauftrag landet, denk. Der Traufer will der Isabel unbedingt seine Heimat von oben zeigen. Und für das reicht allein die Aussicht vom Jungfraujoch nicht. Für das muss der Traufer und sein grösster Fan zusammen abheben. Hure geil. Das ist wirklich verdammt geil. Ja, ist echt. Es ist wirklich abartig. Das ist echt noch geiler als mit dem Bändchen durch den Raum fahren. Siehst du jetzt? Der hat gesagt, es kann nicht. Also nur der Traufer war keine Überraschung. Hat für mich schon gelangt. Cool ist, wir fliegen jetzt vom Schnee in den Frühling. Es hat alles plötzlich so winzig ausgesehen und die Berge waren einfach riesig. Und es hat sogar Sonne gehabt, gell? Ja, wir haben die Sonne gesehen.
für mich war es etwas ganz Besonderes, mit dem Traufer in der Luft, einfach mit dem Helikopter über all die Berge zu fliegen. Heitere Fahne, dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Mit einem unvergesslichen Tag nur für dich, liebe Isabel. Sehr geil, sehr geil. Merci vielmals. Ich bin wunschlos glücklich, weil es wirklich so ein wunderschöner Tag war. Und einfach mal den Traufer zu haben, für mich alleine und nicht mit 1000 Fans müssen teilen, war einfach das Größte. Unglaublich. Unglaublich. Toll ist das. Unglaublich, ihr seid wieder gelandet. Ich bin so froh. Ja. Wie war der Flug? Super! Ist super. Ja. Hast du es genossen? Ja. Erster Flug mit dem Heli? Nein, zweit. Der zweite. Aber das mal mit ihm natürlich. Ja, das ist natürlich... Und den Tag hast du genossen? Ja, der schönste Tag. Der schönste Ja. Tag gerade? Ja, super. Danke. Ja, bitte, gern geschehen. Mit diesem Tag ist definitiv einer meiner grössten Wünsche in Erfüllung gegangen. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber möchte sein. Hier bin ich geboren und da gehöre ich hin. Der schönste Moment von diesem Tag war wirklich, als er einfach so als Barkeeper daherkam und ich wirklich absolut nicht damit gerechnet habe. Es ist ein guter Tag, wenn du lachen kannst, frei und ohne Angst. Ein guter Tag, wenn du Leute kennst, die du Freunde nennst. Ein guter Tag, wenn du einfach nicht bereust, dass es dich gibt und ein Mensch dich liebt. Dann haben wir noch unsere Traufer-Geschenkbox. Ich hoffe, du hast den Tag genossen. Und ich habe Freude, wenn du auch Freude hast. Das habe ich garantiert. Sehr gut. Merci Tipptopp. vielmals. Schön, seid ihr dabei gewesen. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spass gemacht wie uns drinnen. Jeden Tag dürfen wir miterleben. Und wenn ihr wieder dabei seid, nächsten Montag, 5 ab 8. Summend erscheint Schön, dich zu sehen. Heino, schön, dich Dann überrasche ich zusammen mit dem Heino seinen grössten Fan, Caroline. Die deutsche Schlagerlegende hat für sie eine süße Überraschung und schenkt ihr einen unvergesslichen Tag in seiner Heimat. Besuch. Oh, hallo. Das ist Martin Ernst der Chef des Studios. Er nimmt sie mit ins Tonstudio, wo die Caroline mit ihrem Idol ein Duett aufnimmt. Und am Ende nimmt seine Frau Hannelore die Caroline sogar in die Rockerfamilie auf. Jetzt ist sie die Rockerbraut. Nur für dich am nächsten Montag.